So, herzlich willkommen bei Josh in seiner wildromantischen Pfalz. Und ich sitze heute bei uns im Doktorenhof im Keller, denn heute ist Weihnachten. Und die Piroschka ist bei mir. Und die Piroschka hat gesagt, sie mag neben mich sitzen, was normalerweise nicht erlaubt ist. Aber an Weihnachten darf sie das natürlich. Gell? Sie ist ja auch brav. Und mit der Piroschka möchte ich euch jetzt ein bisschen was zu Weihnachten erzählen. Vor allen Dingen schöne Weihnachten wünschen. Das ist schon mal ganz klar. Und das Jahr geht langsam auch dann zu Ende. Und Weihnachten ist jetzt natürlich für viele der heiligste Tag im ganzen Jahr. Und so auch für uns. Und Weihnachten ist ganz was Besonderes. Später gehen wir dann raus und den räuchern. Das machen wir noch jedes Jahr. Das heißt, wir gehen durch den ganzen Betrieb, wir gehen durch das ganze Haus, wir gehen durch die Stallungen. Wir gehen in die Nähe von den Feldern. Wir dienen einfach alles, was uns gehört, beräuchern. Das heißt, ich gehe am Mittag noch kurz in den Wald und hole an der alten Kiefern und an der alten Fichte so ein bisschen Harz weg. Und das nämlich, wie sagt man da dazu, so Kohle, wo man anziehen kann, da kommt das Harz drauf. Und wenn man das nicht hat, dann nimmt man Weihrauch oder nimmt Myrrhe und tut beräuchern. Und warum macht man das? Ganz einfach, weil das ganze Jahr ja bei uns immer viel Leid sind. Viel gute Leid, aber manche vielleicht auch nicht gar so gut und gar so schön und gar so nett. Und das möchte ich einfach alles über Weihnachten sauber haben. Und deswegen mache ich die Türen auf und die Fenster auf. Und wir gehen dann alle miteinander hinter dem Räucherkennel hinterher und haben gute Worte und haben gute Gedanken und dienen einfach alles, was uns nicht gefällt, einmal hinausreichern. Oh, das ist gut. Ja. Ich habe jetzt noch eine Geschichte für euch. Ganz ein kleines Geschichtel. Und zwar, gut, ich bin ja auch schon ein bisschen älteres Semester, wann früher Weihnachten war, da war natürlich immer Badetag. Ganz wichtig, der beste und der wichtigste Tag immer im ganzen Jahr war der Badetag an Weihnachten. Und da hat der Paul Tremmel ganz ein liebes Geschichtel drüber geschrieben. Der Weihnachtsbadetag. Kinder waren es in früherer Zeit meistens ein bisschen mehr wie heute. Und bei vollgezierter Stube muss man die ja vorher schrubben. Also hat, wie soll ich sagen, man die Wäschsprengräu getragen, stellt der Eukochhabe drauf und aufs Feuer Kohlen auf. Hat die Kinder abgezählt und uns Häswasser eingedeelt. In einer vorbestimmten Reihe setzt man dann die Kinder neu. Tut, weil Kohle ja so teuer zwischen neu als mit dem sei das Krebste, aber runterholen, wie schon gesagt, so spart man Kohle. Und man hat nicht gut gedruckt, Hals und Fies und Bauch festgeschrubbt, sich ins Handtuch eingewickelt und sich dabei abgeträckelt. Dann die Sache ist weitergeschritten. Wieder heiß der nächste Bitte. Nebendran in kalter Stube tut man in die Kleiderschluppe, hupst sich warm, dann voller Geschnatter. Und inzwischen bat der Vater noch einmal wird gründlich gesagt, noch einmal das Wasser aufbereit und derweil die Kinder warten, tut noch schnell die Mutter baden. Tote noch, wer den Satz jetzt hört, fertig ist, jetzt wird beschert. Also Baden war früher schon eine Sache. Wir waren 3 Kinder, man ist neu gekommen, rausgekommen, neu gekommen, rausgekommen, neu gekommen, dann der Vater und dann die Mutter. Und dann war das Wasser natürlich ordentlich dreckig und dann hat man es ablassen können. Ne? Und dann ist man zu der Bescherung gegangen. Dann ist einfach der Christbaum angesteckt worden mit richtigen Kerzen und die glänzt hat dann das Schälchen bimmeln lassen und dann ist man beschert worden. Beschert heißt, es gab eigentlich viel Orange, Mandarine und Gebäck und so Sachen und ganz Kleinigkeiten haben wir gekriegt. Gar nicht viel, so wie heute. Heute haben sie ja riesige Sachen und ach Gott, da kommt ja fast ein LKW voll Geschenke gefahren. Und immer noch für mich das schönste, beste, allerbeste Weihnachtsgeschenk sind selbstgestrickte Socken. So wie da, richtig selbstgestrickte Socken. Die liebe ich, und wenn ich da ein paar Socken kriege, da bin ich selig für die ganze Weihnachtszeit. So, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Schön, dass ihr uns das ganze Jahr über besucht habt und dass ihr uns treu geblieben sind. Und ich wünsche euch wirklich alles Gute und machen ein bisschen ruhig, machen ein bisschen langsam, dient gut essen, dient gut trinken, haben gute Gedanken und bis dann.
machen's gut. Und ich trinke jetzt halt nämlich noch einen kleinen Weihnachtsessig-Punsch, denn Essig und Tee ist auch was von, da geht jetzt halt die Piroschka, die will keinen Punsch trinken, das ist so viel. Aber ach, nicht schlimm, aber ich mache das jetzt. Ein bisschen Weihnachtsessig in eine schöne Tasse. Und heißes Wasser drauf. Fertig ist der Weihnachtspunsch. Schöne Weihnachten. Prost.